E schönen Tag gewünscht Teil vom Euroboutique RMPC-Partner aus dem Norden. Wie unschwer zu erkennen, dass geht haut wir haut an einem Workshop an diesem Fall am dritten Teil. Es geht haut Updaten. Für mich genau gesagt Windows 7 Updaten, weil seit letzter Zeit Probleme gibt mit Updaten von Windows 7 zu machen. Das heißt, wenn der zum Beispiel ein neues System aufspielt, dann will dann der muss die Updaten rausspielen, weil wenn das von einer CD oder DVD installiert ist, da fehlt ja die ganze Update für die Sicherheit von der Herstellung von der DVD bis zur Installation. Aber wenn ihr da probiert, die Updaten zu machen, entweder manuell oder wenn der Computer sie eben automatisch selber sicher geht, da geht es sicher nur Updaten, da geht sicher und enthält nicht sicher und er findet einfach nicht. Es geht einfach nicht. Die kriegt man den Windows 7 seit geraumer Zeit kein Update mehr gemacht. Und da gibt es immer alternativ von einer Firma wie YouTube Future, die sich da amüsiert hat, die Updaten an einem Bündel dran zu packen, weil allem aktualisiert wird. Und da kann ich das oder konnte ich bislang immer noch einfach offline abspielen. Und die müssten online sein. Da war ein ganzes Package schon drauf, also ziemlich schnell gegangen wie die online updaten. Weil am Anfang zur Zeit ist es so, dass den 280 Updaten muss gemäht gehen, für den Computer letzten Stand ist. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht mehr. Ob das gewollt ist oder nicht, sehr schwer zu sagen. Der Windows 10 also macht, er hat kein Success an der Windows 10, pardon, der Windows 7 liegt noch bei 47% im Moment. Und wie gesagt, es schwer so, ob das gewollt ist oder nicht. Also Windows 7 Updaten probieren wir schon zu weisen, wie das trotzdem könnt machen, wie das trotzdem könnt ihr kreieren, da Updaten abgespielt kriegt. Und wie funktioniert das? Wie kriege ich es trotzdem hin, dass den Windows 7 updaten möchte? Naja, das erste, was du musst machen, die muss auf jeden Fall offline sein und die muss dem Computer so, dass er keine automatische Update möchte. Wir weisen nicht nur nämlich die Version, die wird von der WinFuture rausspielt. Das heißt, die geht halt, wie gesagt, Start, Systemsteuerung, System und Sicherheit und dabei Windows Update. Und bei ihr ist das drin natürlich. Und wenn ich nur installierte Updates gucke, bei mir, du hast nicht du. Und die muss ich auf jeden Fall so stellen, Einstellungen ändern. Also nie nach Update suchen. Das muss zumindest für die Zeit gemacht gehen, wo in die Installation über den WinFuture möchte. So. Dann braucht er zwei Sachen. Der braucht ein WinFuture Fix-Programm, das ist ein Update-Fix. Ich linke natürlich allen zwei in dem Video wie immer. Hier ist den Update-Pack, den muss ich dann hochladen. Ja. Klickt dann Ding nun. Das ist ein direkten Link von hinten, wo dann einfach kein Beruf zählen. Wenn 200 Spit, 64 Spit, 200 Spit gibt es ja schon seit Ewigkeit nicht mehr. Also wenn man den 64 Spit download, kann man also starten. Und da geht ein Fenster poppt halt die Fenster ab und dann die nächste dann halt Update Fix Input 0. Ja, das ist eben die kleinen Package, den ich schon erlebt. Für dass ein WinFuture oder auch also den automatischen Update für Windows 7 überhaupt drin funktioniert. So, wir verkehrt nicht das Dolo ein bisschen. Oder als dann den Download fertig, da geht er hier auf ihren Download-Button, wo das Programm eben den Update Fix, den da gerade aufgeladen wird, eben da steht. Und dann könnt ihr noch von da aus direkt starten. Dann muss ich bestätigen. Die Fensterchen von Windows können wir klein machen. Dieser gefroht weiter. Wieso? Die muss offline sein. Und der muss die Updaten, die automatische Updaten ausgeschaltet. Ich stimme zu natürlich weiter. Er kann automatisch losen, das ist okay. Geht gefrot für das ist so gratis die WinFuture und eben kleine Reklam davon Amazon die muss ich ja nicht bezahlen unbedingt, das kann ich natürlich machen, wenn ihr Telefon an diesem Fall so eine Monnaie an will ich wirklich nie so das nicht ja,
So. Da sind nur 6 Updaten, die du installiert gehen. Das geht von 1 bis 6. Und das geht relativ fix. Ich pausiere nicht da, aber das könnte da mal vielleicht lang dauern. Und dann fertig ist, da gehen wir halt gefroht für den Computer neu zu starten. Das machen wir dann halt. Ich verkehre nicht, ist ganz klar. Die sieht also lo de Computer no neu start. Da geht er direkt gefrot ob der dat zulassen, dat die Setup weiterfährt. Weil hat man nur 5 Stück hatten wie so den Neustart gefrot. Da möchten die 6. Nacht ich verketzen Stadt auch nach. Das dauert zu lang. Aber wenn das fertig wird, wenn die 6 Updates abgespielt sind, gehen wir gefragt, wie das beenden und dann möchten nach einer neuen Stadt. Kriegt natürlich pausiert. Der Computer ist also abgestartet an den Teil von der Installation oder von der Präparation, für die du kann Update machen, ist fertig. Der Computer kann Update machen. Und da gibt es zwei Wege. Entweder die mehr der Update eben, wie gesagt, normal online, dass es nur sich geht, oder der Computer geht automatisch sichern. An diesem Fall wollte ich nur den Pack für Future 4 stellen, wieder alternativ könnt Update machen. Die zwei, die gehen nur. Ich weiß nicht noch, wie ihr den könnt downloaden. Ich schon im Desktop stehen. Ich weiß nicht trotzdem ganz kurz der Weg. Der Link ist natürlich am Ende, wie ich gesagt habe. Wir gehen das dann den Update, das dann die richtige Pack, den ist groß, den hat 1,75 Gigabyte. Das dauert den Zeit schon. Und dann seht ihr auf der Seite, also auch können für die Windows 8 oder sogar für die Windows XP, die letzten, die wisst dann auch der Package schon da kriegen, die da haben können dabei. Und die 2 Versionen, die musste an dem Fall die Vollversion holen. Und ich gehe die Klicks halt drauf. Und das ist die Version nur hier in diesem Fall von dem rezenten Mode. Und da sind wir direkt schon im Download hier. Die geht einfach hoch. Aber da hier. Da die 32-Bit-Version, pardon, an die 64-Bit-Version natürlich rum. Die klickt da drauf. Und dann muss er natürlich so eine Datei speichern. Und dann ist es da hier schon eine Stunde an etwas dauert. Ich verkehre es nicht, und melde mich dann zurück. Wie gesagt, den Download hier schlo übersprungen. Ich hatte ja schon bei mir schon viel downloadet und ich weiß nicht einfach lo. Das kann man klein machen, weil wieder das ausstellt. Nicht zu vergessen, offline sind, sich den Internetstecker rauszuziehen und wie gesagt, dafür kein automatisch Updaten aktiv sind. Da steht dann, die geht einfach mal gestartet. Die ganze Prozedere muss ich so dauert natürlich auch, ich gebe so in 2 bis 2,5 Stunden, die mir für den Computer hat, um für die Installation dort zu machen. Mit das kann ich auch schon mal an der Lösung ein bisschen laufen lassen. Da muss ich zwar hier und da einen neuen Start machen, genau wie bei den anderen Online-Updaten auch. Das hat sich auch Grenzen. Ich weiß nicht, nur bis zu der ersten Kehr, wo ein Neustart fällt, und dann kann ich die Datei überspringen, weil sonst dauert das einfach zu lang. Auch hier muss ich ein bisschen werden, weil hin zum Gang sich dort zu initialisieren, und das dauert ein ganz bisschen. Ich persönlich das nicht, weil das nicht so viel da wert. Voilà, sind wir schon da. Dann kaufe ich mehrere Material. Da gibt es halt für Präparationen. Wie gesagt, das sind halt mit dem Computer auch offline und automatisch updaten Synapse geschaut. Dann, so sieht es dann aus, wenn die Vorbereitung da fertig ist. Wir gehen halt bei weiter und wir stimmen zu. Weiter. Wir können das automatisch machen. Und wir so weiter. Hier kriegen wir dasselbe wie beim Fix-Update Pack, kleine Reklam, die kann ich das machen, wie ich will. In diesem Fall mache ich weiter ohne Amazon-Link, schon wirklich nicht. Da geht das. 280 Update sind gefroht, und das bei Update Nummer 2, das geht relativ sehr.
Ich persönlich da ein bisschen die erste Kehr für den Neustart zu machen, da ein Kehr mitkriegt. Wir sind also genau da, wie ich gesagt habe, noch genau 12 Updaten, die er installiert hat, also den 12. Update, gibt er gefragt für neu zu starten. In diesem Fall machen wir das auch. Wie gesagt, der Computer ist abgestartet. Und der Dienst mit zu machen, nach einem Neustart. Die gesehen, das geht automatisch H4. Da brauchen wir just nach IO zu konfigurieren. Oder die ich gesehen, wie gesagt, bei 12 Updaten möchten den ersten Neustart an Loho den ein bisschen Zeit, weil das bis zum nächsten Neustart dauert es ein bisschen. Ich kann nicht nur auf diesem Punkt bricht mir Heilo auf und ich melde mich dann. Wenn dann die Neustarten alle erfolgt sind, können wir kontrollieren gehen, ob im System die ganzen Updates installiert sind. Ich kann nicht eineinhalb Stunden warten, dafür habe ich statt ein bisschen ein Screenshot gemacht von einem System, wo der drüber ist. Ich habe gesagt, in 231 Updates sind fertig, der Rest kann ich online machen oder der Computer einfach automatisch nur updaten sicher gehen. Oder, das war so viel von meiner Seite. Das ein Video kind ein bisschen mehr komplex ist. Das ist aber ein Video, den initial ist, weil ohne das muss nicht unbedingt wahrscheinlich mehr viel Spaß finden, an einem Windows 7 an den Internet zu gehen, weil eben die Sicherheitsupdates fehlen und das sind da ja jetzt. Auf meiner Platz soll ich ein Merci für gucken dann nur ausstellen, wenn euch gefallen hat, könnt ihr ein Abo machen oder mal liken. Einen schönen Bonjour gesagt von Ethelbrick, von ihrem PC-Partner aus dem Norden.